Lep pozdrav vsem skupaj. Na kratko bom predstavila Interreg projekt Lingua. In sicer projekt oživlja jezikovne in kulturne vezi na obmejnem območju Slovenije in avstrijske Koroške. Sofinancirata ga Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija in dežela Koroška. Sam projekt se osredotoča na 3 teme in to je predšolska vzgoja, ozaveščanje o jezikovni in kulturni dediščini, pilotni ukrepi za ohranjanje slovenskega zilskega narečja. Kot vidite, tukaj so navedeni projektni partnerji, Mohorjeva kot vodilni partner in Gorenjski glas in Ljudska univerza. Časovni načrt projekta. Projekt traja 3 leta. Začel se je 1.9.2023 in končal se bo naslednjo leto v mesecu avgustu. Projekt je vreden 1,2 milijona evra, od tega je 80% nepovratnih sredstev iz Evropskega pospeševalnega sklada za čezmejno sodelovanje Slovenija in Avstrija. Tukaj si pa lahko tudi pogledate, koliko sredstev dobi vsak izmed partnerjev. Projekt je sestavljen iz 3 sklopov in prvi se imenuje Lingua Elementar. Elementar ali predšolska lingva, za katerega je odgovoren projektni partner Ljudska univerza Škofja Loka. Glavni rezultati bodo prenos znanja in izmenjava dobrih praks v vrtcih v okviru čezmejnega sodelovanja. Izvajali so se tudi različni jezikovni tečaji, 5-mesečne prakse, strokovne ekskurzije, razvija se tudi učno gradivo in izdelan bo katalog smernic. Drugi delovni paket se imenuje Lingua Lifelong Learning, za katerega je odgovoren partner Gorenjski glas. Tukaj je cilj jezikovno ozaveščanje in širjenje vseživljenjskega učenja. V tem delovnem paketu nastajajo članki, različne knjige in ogromno je tudi multimedijskega snemanja, pregledovanja posnetkov, obdelave posnetkov in produkcije. Vsebine so čezmejne in povezujejo ljudi, kulturo, zgodovino na obeh stranih meje. Na konferencah in okroglih mizah pa se tudi pripravljajo, predstavljajo podporne izobraževalne vsebine. In še zadnji, delovni sklop 3, za katerega je značilno ohranjanje zilskega narečja. Zilščina ni zgolj relikt preteklosti, temveč tudi živa in dinamična govorica, ki zasluži svoje mesto v sodobnem kulturnem prostoru. Cilj v tem paketu je razviti orodje, ki bo omogočilo ohranitev tega narečja, kot je že omenil naš gospod direktor, to je modul za pretvorbo govora v besedilo, speech to text modul. S tem se bodo digitalne vsebine približale vsem, saj narečje izkazuje potencial, da bo med mladimi spet postalo priljubljeno sredstvo za sporazumevanje. To zaveščamo tudi skozi kulturne prireditve, ki naj bi tudi lokalno prebivalstvo spodbudili k govorjenju in učenju tega narečja. Skupaj s partnerji se zelo dobro razumemo, dejavnosti se spremljajo medijsko, prispevke objavljamo redno na družbenih omrežjih, v tiskanih medijih in res stvari potekajo brez problema. Hvala vam za vašo pozornost in vse dobro. Danke vielmals. Wir wollen jetzt noch ein bisschen über das Projekt diskutieren und die einzelnen Einblicke vertiefen. Und vielleicht beginnen wir mit der Perspektive der Medien. Frau Direktorin Wolczak, wenn ich Sie fragen darf, welche Rolle spielen denn Medien für den Spracherhalt? Wie kann ein Medium einen Beitrag leisten, das kulturelle Bewusstsein oder auch das Bewusstsein für die Präsenz einer anderen Sprache zu leisten? Und können das auch Medien tun, die nicht originär aus dieser Sprache kommen? Und welche Aufgaben würden Sie da sehen für die Politik? Naj za začetek predstavim Gorenjski glas, ker ga na Koroškem verjetno vsi ne poznate. Gorenjski glas je osrednja medijska hiša na Gorenjskem. Časopis izhaja že 76 let.
V zadnjih 25-30 letih pa smo postavili mrežo lokalnega tiska na Gorenjskem. To hočem povedati, ker izdajamo 30 publikacij. To so lokalne priloge, ki prihajajo vsa gospodinjstva posameznih občin. Nekatere pa so priložene tudi Gorenjskemu glasu. To pomeni, da dosežemo celotno občinstvo. To je prvi pogoj, da lahko take naloge opravljamo. Naši novinarji se opravičujem, še vedno delajo na terenu, kljub vsej pohodu digitalizacije. Vsak novinar je zadolžen približno za 2 občini in to pomeni, da teren zelo dobro pozna. In tudi na tem projektu napisali bojo približno 200 člankov. Oni te razmere v lokalnem okolju zelo dobro poznajo, vejo, s kom naj se pogovarjajo in marsikaj zanimivega pa novega so že našli. Tudi strokovnjaki, ki se v Sloveniji ukvarjajo z narečji, pravijo, da z zanimanjem berejo naše članke. To pomeni, da prispevamo k tej pisanosti narečij, slovenskih narečij, ki jih je res veliko. Čezmejni projekti, za Gorenjski glas je to že 3. čezmejni projekt. Prvega smo izvedeli pred 15 leti, imel je naslov Sosed Nahbar. Takrat smo začeli delati, od takrat se je že marsikaj spremenilo na bolje, saj kar jaz opažam, ko hodam na Koroško. Tudi to, kar sem danes videla, ta mladina, to je super. Jaz sem prav vesela, kako lepo slovensko govorijo, pa to je prav neverjetno lepše naši. To mi je veselje, res mi je veselje. Tudi tistega rasa ne sliši, a ne? Res je fino. Drugi projekt so bile turistične poti in tretji projekt zdaj so ta narečja. Moram reči, da z Mohorjevo družbo zelo dobro sodelujemo, da redno naš Jože Košnjek, ki sicer že v pokoju, ampak še vedno dela, redno pokriva dogajanje na Koroškem. Z drugega projekta še vedno izdajamo karavanke. To je tudi treba povedati, časopis se je prijel, kar je zelo dobro. Ne vem, če sem odgovorila na vse vprašanja, ki so bila tako, tiste v politiki mi ni bilo všeč. Dann lassen wir mal die Politik weg. Wenn ich eine kurze Nachfrage stellen kann, die Digitalisierung verändert ja die Verlagswelt erheblich. Ist sie eine Chance, wenn wir über den Erhalt von Dialekten sprechen, oder ist sie eher eine Gefahr, weil sich dann die Standardsprache vielleicht zu schnell ausbreitet und die Medien, die wir verwenden, also das Smartphone mit seiner Sprache, die es unterstützt, auf einen bestimmten Sprachsatz zurückgreift und der vielleicht den Dialekt übersieht? Ist das eine Chance, ist es eine Gefahr? To je seveda priložnost. Normalno, to je priložnost. Pozabila sem povedati, da imamo tudi spletni časopis in če tiskani časopis doseže po zadnjih meritvah 66.000 bralcev, spletni časopis doseže po avgustovskih podatkih 134.000 bralcev. Kar je še enkrat toliko in kar je še bolj pomembno, da to niso Gorenjci, ker Gorenjci večinoma še rajš berejo, ampak so to bralci iz drugih delov Slovenije, predvsem iz Ljubljane, iz večjih središč. In mi uporabljamo pri delu uredniški sistem, sodoben uredniški sistem, ki ima tudi možnost uporabe narečnih znakov. To so nam omogočili, kot da so eno tako, hrvaška firma je lastnik tega uredniškega sistema. Oni delajo tudi za Poljake, za Čehe in ne vem še za koga. In so samo še eno varianto dodali za narečja. To pomeni, da mi lahko tudi pišemo v narečjih, v teh znakih, kar je zelo pomembno. Po drugi strani pa tudi snemamo digitalno, v tej naši bazi znanja bo 20 multimedijskih posnetkov, ampak jaz pričakujem, da bo tega v bodoče še več. To je naša pot. Pred kratkim je bil v Sloveniji sprejet nov medijski zakon in ta medijski zakon omogoča končno
državne pomoči za digitalizacijo medijev. To je zelo pomembno, ker sami težko financiramo, ker je to drago. Pa rajš počakamo, a ne, pa pravimo, bomo pa drug let, pa spet ni nič. Tako da jaz pričakujem, da bo to hitrejše steklo. No. Jaz mislim, da je zadeva zelo pomembna za manjšine, digitalizacija, ki pogostokrat smo pri uveljavljanju manjšinskih pravic tudi naleteli na odpor zaradi tega, ker so rekli, to je tako drago. Za nekatere so bile že dvojezične krajevne table drage in jih zato niso hoteli postavljati in še posebej to pa velja pri uradnem jeziku. To se pravi, tam vedno spet slišimo, kam pa pridemo, če imamo sedaj prevajati cele časopise, etc., vse dokumente in to sedaj seveda super funkcionira, ker če sedaj pritisnem na gumb Google Translate, DeepL, etc., mi prevedijo takoj tekst v slovenščino ali pa obratno v nemščino. In jaz sem imel tudi pred kratkim doma eno pozitivno presenečenje, ker smo naprimer v Žitari vasi vse skozi imamo pa imeli list, občinski list, ki je bil skozi v glavnem v nemščini, pa skoraj izključno v nemščini. Sedaj so tudi politično se zmenili, da je ne del v slovenščini in sedaj, ko smo zadnjič prijeli ta list, so bile tiste pasaže, ki so bile v slovenščini res zelo dobre. In sem prepričan, da so to delali z temi digitalnimi orodji, kjer je bil jezik res odličen. Mislim, morda celo boljši kot nemški original. To se pravi, tu nam pomaga in tudi nam pomaga v teh primerih, kot je to zilsko narečje, kjer seveda, če je taka ogrožena govorica in to, kar delamo sedaj za zilščino, bi morali tudi narediti za druga slovenska narečja. To, kar smo danes v slovenski gimnaziji slišali, so ta narečja, ki se govorijo z vsemi temi različicami, železna kaplja, šmihev, loče, etc. Te reči treba čim bolj spraviti v računalnik, v te digitalne vsebine in s tem seveda prispevati tudi k ohranjevanju tega jezika. In to je pač šansa, ki jo odpirajo ti digitalni mediji. Ich habe vor einiger Zeit im Rahmen meiner Tätigkeit für den Europarat ein Projekt kennengelernt, das die Firma Motorola betreibt. Die suchen sich vom Aussterben bedrohte Sprachen weltweit. Jetzt würde Slowenisch da nicht in diese Kategorie fallen, aber es gibt Sprachen, wenn die fast vom Aussterben bedroht sind, dann hilft Motorola den Sprecherinnen und Sprechern, einen Sprachsatz zu entwickeln, digital, den man braucht, damit er am Computer oder die Sprache am Computer oder am Smartphone verwendet werden kann und stellt den dann frei zur Verfügung, damit Sprecherinnen und Sprecher halt die Sprachen ihrer digitalen Devices umstellen können. Und das ist schon ein Beitrag dazu, dass man dann sagt, da hat die Sprache weiterhin eine Funktion. Wir widmen uns in der Tagung vor allem widmen uns vor allem der Elementarbildung und damit hört das Lernen aber nicht auf, sondern Lernen ist ja im Idealfall lebenslanges Lernen und das sieht man auch in dem Projekt, dass gerade dieser Aspekt berücksichtigt wird. Frau Direktorin Trille-Albrecht, jetzt möchte ich Sie fragen, welche Rolle spielt denn das lebenslange Lernen für den Spracherhalt? Man hat ja einerseits so die Vorstellung, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Also wenn ich nicht von klein auf eine Sprache gelernt habe, dann kann ich sie später nicht mehr erlernen. Und andererseits brauche ich aber, wenn ich die Sprache gelernt habe, auch später Anknüpfungspunkte. Ja, Bildungshäuser zum Beispiel, die mir einen Zugang ermöglichen zu Wissen in meiner Sprache oder auch eine Volkshochschule, die die Sprache vermittelt. Wo würden Sie das lebenslange Lernen und seine Chancen sehen? Ja, najprej lep pozdrav vsem skupaj. Verjetno, tako kot za Gorenjski glas, za Ljudsko univerzo Škofja Loka, tudi za nas še marsikdo tukaj ni slišal. Naša izobraževalna institucija je res se ukvarja z vseživljenjskim učenjem in izobraževanjem in sicer od vseh ravni, od izobrazbe za pridobitev, to so osnovna, srednja šola in dodiplomski in podiplomski študij, med katerim tudi izvajamo programe predšolske vzgoje na srednji šoli in pa na dodiplomskem študiju. Potem imamo pa različne neformalne izobraževalne tečaje in oblike in pa predvsem pa zadnje čase veliko svojega dela namenimo projektnemu delu, zato smo tudi pač pristali v sodelovanju v Lingua projektu. To pa predvsem zaradi tega, ker
je tudi pri nas, ne, za vse življenjsko izobraževanje in učenje včasih zmanjka denarja in se pač mi na vse se trudimo, da pripeljamo čim več različnih vsebin v naše lokalno okolje. Naša ljudska univerza deluje zelo lokalno, kar pomeni, da so naši ustanovitelji 4 občine, Žiri, Železniki, Gorenja vas, Poljane in pa Škofja Loka. In tudi opažamo razna narečja in ohranjanje narečij. Tudi ko smo se prvič dobili, smo se pogovarjali, da je prav žirovsko, rovtarsko narečje najbolj blizu, zilskemu. In mi smo res z veseljem pristopili k temu projektu. Če se vrnem na vprašanje, vseživljenjsko učenje in izobraževanje. Ja, res nikoli ni prepozno. Jaz sama večkrat pravim, da če se danes premislim, da ne bi več delovala na svojem področju, pač se začnem učiti, izobraževati in kmalu bom pač lahko tudi postala strokovnjakinja. Pa naj bo to digitalno ali jezikovno znanje. Je pa res, da prav jezikovno znanje in ohranjanje jezikovnega znanja so človeški možgani najbolj dojemljivi za učenje tujega jezika prav do 10. leta. In je fino, da smo v tem projektu ta pomen tudi ozaveščamo. Zato smo tudi organizirali kar nekaj jezikovnih tečajev za vzgojiteljice, da potem lahko že takoj v vrtcih kakšne jezikovne kotičke organizirajo in učijo tudi slovenske otroke. Tudi samo povezovanje med nami je zelo pomembno, a ne tako, kot je mogoče prej škof Jože omenjal, če si ti ne govoriš maternega jezika, tvoj materni jezik ni slovenščina ali nemščina, se počutiš nekako lahko izključenega. Danes pa vemo, da je tudi pri nas, v naših vrtcih je veliko priseljencev in prav tudi ta vidik mi nagovarjamo, tudi te praktikantke, ki pridejo v Mohorjev vrtec, dobijo ta znanja in orodja, kako se spoprijeti s tovrstnimi izzivi, da otrok res razvija in hkrati razvija tudi drugi jezik in hkrati ohranja svojo identiteto, svojo narodnost in tako naprej. Das führt ja auch weiter jetzt zum Bereich des Elementarunterrichts und da möchte ich, um auch die Politik nicht ganz vom Haken zu lassen, die Frage jetzt noch einmal an Direktor Krenz stellen. Was ist denn die Aufgabe der Politik jetzt, um die zweisprachige Elementarbildung in Kärnten zu stärken und um den Aspekt anzusprechen, den du auch schon mehrfach jetzt eingebracht hast, wie begegnen wir denn dem Mangel an qualifiziertem Personal in dem Bereich und wie machen wir diese Berufsfelder attraktiver? Es gibt ja wahrscheinlich für viele nichts Schöneres, als mit Kindern zu arbeiten. Nur attraktiv ist der Beruf aus vielen Gründen nicht. Was können wir tun? Also die Elementarbildung ist ja massiv im Fluss. Also wenn man denkt, dass es sowas wie Kindergärten oder Kindertagesstätten vor 50, 60, 70 Jahren in Kärnten nur ganz vereinzelt gegeben hat. Das waren hauptsächlich kirchliche Trägerstrukturen, die die ersten Kindergärten gegründet hatten. Aber es war eine Ausnahmesituation. Das heißt, während das Schulwesen über fast Jahrhunderte historisch gewachsen ist und sich auch entsprechende Strukturen rundherum gebildet haben, von einer pädagogischen Hochschule letztlich bis zur Bildungsdirektion etc., ist das Vorschulische, ist das Elementarbildungswesen rasch und schnell gewachsen und die Strukturen, die dieses System unterstützen sollten, sind nicht gleich schnell gewachsen. Also wir haben hier eigentlich ein Auseinanderfallen von Nachfrage, die immer stark zugenommen hat und einer Politik, die dieser Nachfrage hinterhergehinkt hat und immer noch hinterherhinkt. Deswegen ist es ja auch kein Spezifikum, dass es zu wenig zweisprachige Kindergärtnerinnen gibt. Es gibt auch zu wenig einsprachige Kindergärtnerinnen. Die Kinderbetreuung beginnt jetzt nicht mehr mit 3 Jahren, sondern sie beginnt mit dem 1. Lebensjahr. Also es hat sich massiv verschärft und die Politik ist hier reagierend. Und leider ist diese Diskrepanz immer noch relativ groß. In Kärnten wurde vor 2, 3 Jahren das Kärntner Bildungs- und Betreuungsgesetz umfassend
novelliert. Und hier hat man ja zum Teil darauf reagiert. Es wurden die Löhne, die Gehälter deutlich angehoben für das Personal. Das führt natürlich jetzt in weiterer Folge dazu, dass sich mehrere junge Menschen entscheiden, in diesen Beruf einzusteigen. Aber bis diese Ausbildung fertig ist, dauert es ja wieder ein paar Jahre. Und jetzt hat man dieses Problem, dieses Personalproblem weniger bei den Assistentinnen, wo die Ausbildung nur ein Jahr dauert. Dort sieht man, da kommen relativ viele jetzt nach. Und bei den Kindergärtnern gibt es aber immer noch ein relativ starkes Problem, weil eben die Ausbildung mehrjährig ist. Also hier ist das Ganze sehr im Fluss. Was das zweisprachige Bildungswesen betrifft, ist es noch besonders quasi herausfordernd. Und man bräuchte hier seitens der Politik eigentlich so etwas wie einen großen Wurf. Also man darf hier nicht sich konzentrieren nur auf einen Bereich, sondern man müsste das gesamte System feststellen, wo sind die Probleme und umfassend darauf reagieren. Es nutzt nichts, Kindergärten zu schaffen und gleichzeitig kein Personal zu haben. Und hier kommen wir rein in österreichisches Kompetenzwirrwarr. Für die Ausbildung BAföG ist der Bund zuständig, für das Elementarbildungswesen ist das Land zuständig und hier gilt es dann prima so etwas wie eine synchrone Vorgangsweise herzustellen. Aber idealtypisch wäre es, dass a. Im Gesetz festgeschrieben wäre, was überhaupt ein zweisprachiger Kindergarten ist oder zweisprachige Kindertagesstätte ist. Wir haben derzeit keine solche Definition. Das burgenländische Gesetz sieht so etwas vor für Kroatisch und für Ungarisch. In Kärnten fehlt dies. Also zuerst bräuchten wir die Definition, dann bräuchten wir sowas wie für die zweisprachigen Einrichtungen ein besonderes Curriculum, ein besonders pädagogisches Modell. Das haben wir derzeit schon in Umsetzung in privaten Kindergärten. Das könnte man genauso für öffentliche verpflichtend machen. Und wenn das für öffentliche gilt, dann ist es klar, dass wenn ich in einer elementarpädagogischen Einrichtung 2 Sprachen vermitteln muss und nicht nur eine, dass ich hier zum Beispiel einen besseren Personalschlüssel brauche und mehr Ressourcen brauche. Also man müsste diese zweisprachigen Einrichtungen mit mehr Mitteln ausstatten wie die einsprachigen und man müsste parallel eben Pädagoginnen ausbilden, die wirklich neben Deutsch auch noch als Zusatzausbildung Slowenisch haben, eine entsprechende Pädagogik dazu, wie geht man mit 2 Sprachen um. Und wenn ich eine solche Zusatzausbildung mache, dann müsste es klar sein, dass die Menschen dafür dann auch mehr Geld bekommen. Ich brauche hier einen Anreiz. Und eigentlich sind es Punkte, die wir schon seit Jahren diskutieren. Es sind auch Punkte, die von allen Vertretungsorganisationen der Kärntner Slowenen unisono so vertreten werden. Aber trotzdem hat sich auf gesetzgeberischem Gebiet in den letzten Jahren hier nichts bewegt. Wir haben eine sehr gute Kooperation mit der zuständigen Abteilung der Landesregierung, aber sowohl die Landesregierung, also die Abteilung, die Verwaltung, als auch wir als Träger stoßen immer wieder an dieselben logistischen Grenzen und hier müsste man eben wirklich die Gesetze entsprechend anpassen. Danke vielmals. Danke vielmals für diesen Einblick in das Projekt aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich glaube, dass auch die Politik sehr viel daraus wird lernen können für die Frage, welche Maßnahmen müssen denn gesetzt werden für den Spracherhalt und vor allem auch die frühe Sprachförderung. Wir werden morgen die angerissenen Fragen in breiterer Tiefe behandeln. Wir werden uns mit der frühen Sprachförderung und wissenschaftlichen Erkenntnissen dazu beschäftigen. Wir werden uns mit Herausforderungen in der Praxis, auch auf Gemeindeebene, auseinandersetzen. Wir werden nach Europa blicken und uns die Frage stellen, was lernen wir aus anderen Beispielfällen und Regionen. Und wir werden noch einmal, um jetzt den Bogen zu schließen, die rechtlichen Rahmenbedingungen abklopfen. Am Ende gibt es dann morgen eine Diskussion, wo sehr viel aus der Politik und der Praxis gesprochen wird. Und wir würden uns freuen, wenn Sie bei uns bleiben, morgen wiederkommen und den Tag mit uns verbringen. Ganz zum Abschluss möchte ich 2 Gedanken aufgreifen, die Herr Bischof angesprochen hat. Zunächst einmal das Pfingstwunder. Ich weiß nicht, ob der Heilige Geist dahinter steckt. Wahrscheinlich schon. Aber die KI wird bald ermöglichen, dass wir alle in vielen Zungen sprechen, zumindest viele Zungen verstehen. Es sind jetzt schon Geräte in der Pilotphase, die man sich wie ein Kopfhörer ins Ohr steckt und dann einfach übersetzt bekommt, was der andere spricht. Macht das Elementarbildung und Sprachenlernen in anderen Sprachen überflüssig? Sie haben einen zweiten Gedanken angesprochen. Mit Sprache wird ja nicht nur eine Form der reinen Kommunikation vermittelt, sondern auch eine Kultur, eine Lebensweise, eine Gedankenwelt. Und da einzudringen, erfordert mehr als die bloße Übersetzungsleistung. Ich will jetzt auch nicht schwarz malen für die Übersetzerinnen und Übersetzer, es wird sie brauchen, weil sie ja
kulturelle Sensibilität haben, um zu wissen, welche Begriffe gehören in welchen Kontext. Ich kann nicht irgendwen hierher setzen in einer Standardsprache, wenn wir über spezifische Probleme des Slowenischen in Kärnten sprechen. Da gibt es einfach Begriffe, die muss man kennen, damit ich weiß, wann setze ich was ein. Vielleicht lernt das die KI irgendwann, noch ist es sicher nicht so weit. Und ich muss Sprachen lernen, weil ich im Sprachenlernen auch in Denkwelten und in andere Kultur eintauche. Deshalb brauchen wir die Elementarbildung und deshalb ist es auch wichtig, dass wir weiterhin darüber diskutieren. Das wollen wir morgen gemeinsam tun. Damit danke ich Ihnen fürs Hiersein. Ich danke vor allem den Schülerinnen und Schülern für ihre ganz wunderbaren, großartigen Beiträge, die den Vormittag fantastisch gestaltet und das Thema aufbereitet haben. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, gute Zeit in die Schule. Ich hoffe, ihr nehmt Eindrücke mit vom heutigen Tag. Kommt dann auch irgendwann in unsere Tagungen, wenn es ums lebenslange Lernen geht. Ja, man muss auch noch nicht beim lebenslangen Lernen angekommen sein, um in die Tagungen zu kommen. Ja, wenn man morgen Nachmittag frei hat und das ist interessant, dann besucht uns gerne. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Nachmittag. Wir sehen uns morgen. Alles Gute, hvala lepa.